Für alles vorbereitet. Irgendwie ist das alle hier komisch. Wieso ist das komisch? Die Haube ist doch schon quasi auf. Keine Batterie. Oh nee. Wirklich nicht? Nö. Gut. Wer wird die denn geklaut? Weiß ich nicht. I don't know. Nee. Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Da ja viele wissen, dass wir total umweltbewusst leben, wollen wir uns natürlich auch jetzt an einem autonomen Fahren beteiligen. Und zwar wir konstruieren gerade ein Kfz, was autonom fahren kann. Sowohl auf Acker wie auch auf Straße, gar kein Thema. Dazu haben wir hier heute einen Ford Ka. Total toll. Der hatte auch schon mal einen Bums. Das lag jetzt nicht daran, dass unser erster Versuch kläglich gescheitert ist oder so. Kapital. Nee, und da wir ja regelmäßig auch an weltweiten Forschungswettbewerben teilnehmen und eigentlich auch dauerhaft immer die Preise alle abräumen, ist ja gar kein Thema für uns. Ja, hier scheitert es heute an dem Auto. Aber nicht an der Forschung, sondern an dem Auto. Ja, das ist nicht mal gerade so. Eben kurz zum Versuchsaufbau. Aber ne, das will wir eigentlich gar nicht zeigen, das wollen die jetzt alle nachmachen. Patentiert, ne? Ja, ne, wir müssen es ja doch zeigen. So, hier hat man das Lenkrad ein bisschen eingekaltert, hat hier wirklich nur einen begrenzten ne, hinten an der Türverkleidung. Das reicht so. Was macht der hier? Achso, das Rohr, das simuliert einen menschlichen Fuß. Zufällig der rechte, mit dem er Gas gibt. Bremse, ja, das ist ja autonom, der braucht gar keine Bremse, der macht das alles selber. Oh, der weiß das vorher. Ja. Das Starrohr wird über den Motor immer so. Der braucht eigentlich nur Gas. Ja, alles jetzt hier noch so ein bisschen, ne? Da kommen demnächst Motoren, Servomotoren, die machen dann wirklich dann, die ziehen die Bänder, wie so eine Marionette so, links, rechts, links, rechts. Ja, aber wie gesagt, wir stecken noch voll in der Entwicklungsphase hier. Ja, Hagelschaden hat er auch schon, aber ist halt. Ich stell mal diese Knallerbsen mal vorgeschmissen. Stefan, du Lümmel. Feuerwerkskörper nur zu Silvester, ja? So. Nicht hier mal die Knallerbsen davor schmeißen. Ja. 20 Stück auf einmal so dagegen geworfen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, damit dieser Versuch natürlich auch möglichst realitätsfern vonstatten geht, haben wir natürlich schon mal Glassplitter, Scherben, alte Reifen, das soll man immer machen, damit, wenn man mal im Unfall die Reifen nach vorne kommen. Das ist immer gut. Sind Gewicht für den Fahrer. Ja, wie gesagt, Ist auch Crashtest heute. ja, ist quasi auch Crashtest. Stell mal an, kannst du mal das Piepen abstellen hier, oder was ist hier los? War denn eine Sicherung kaputt, die Benzinpumpe? Ja, aber kann doch nicht, einfach so. Sag niemals nie bei so einem autonomen Auto. Der entscheidet selber, ob er heute fährt oder nicht. Nochmal. Ja, du darfst. Läuft nicht übrigens. Ich keinen Sprit. Kein Sprit. Ja, optisch haben wir das schon mal etwas verbessert hier. Ja. Nee. Das war's. Toll, Ja. ey. In den Golf. Toll, Batterie leer. In den Golf. So, Stefan wird jetzt gerade die Probefahrt machen. Er schaut jetzt einmal manuell, dass wenn man selber fährt, wie schnell man es schaffen kann. Schauen, wie schnell er gleich ist. Wir haben ja keine 3 Kilometer am Stück asphaltiert, ne, damit wir nur 1 Liter Sprit aufmachen, der bei 3 Kilometer ausgeht. Und eine Notleine haben wir auch noch nicht, also haben wir uns jetzt gedacht, wir nehmen jetzt einfach den Haufen, der sieht massiv genug aus, dass das Auto da, wenn irgendwas schief gehen sollte, da dann stoppen kann. Also. Aber ich denke, das wird funktionieren. Also, ich meine, unser autonomes System ist ziemlich ausgereift schon mittlerweile. Aber ich denke nicht, dass wir den Haufen da berühren. Ich denke mal, dass der kurz vorher da rum und wieder zurückkommt. Ansonsten muss ich noch mal eben mit meiner Fernbedienung nachhelfen, also sonst müssen wir aufpassen. Ne? Was der Nicht an, Techniker, nicht an das Rad bitte. was der Techniker hier so macht. Ja, meinst du, das geht? Ja. So berechnet die Kurve, falls der jetzt minimal darüber fährt und dann ein bisschen fährt der rüber. Genau da, wo man nicht hinfahren soll. Meinst du, dass der ausgeht, wenn er davor steht? Vorfahren sollten könnte?
gleich Reibung. Oh, Feuer! Also das sollte jetzt nicht passieren. Stefan! Nein, nicht! Ja, scheiße. Hat irgendwie GoPro an. fährt der einfach wieder Da brennt aber wirklich was. Oh. Das ist einfach nur der Qualm, der gerade durchzieht, oder? Meinst du? Oh, wenn Junge, wenn der Haufen wie abfackelt. Ja, haben wir Osterfeuer unter der Leitung. Oh, hier drin Qualm. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen, also bis zum nächsten Contest, haben wir noch viel Zeit und Arbeit müssen wir, glaube ich, in das Projekt investieren. Das einfach nochmal machen und dann weiter nach dahin ziehen. Ich meine, den Roboter ein bisschen anders einstellen. Aber wir müssen noch mal ein bisschen nachprogrammieren. Ja. Irgendwann ist ja noch ein kleiner Fehler unterlaufen. Scheiße, ey. Da war jetzt Da nicht wären wir so drin gestorben. Ja. Und das war, wie schnell war denn das? 40 hatte ich 40 denke ich mal auch, ne? Das der komplette komplette Sitz ist alles. Ja, was meinst du, wenn du 50 auf 0? Bueh. Und das sah gar nicht mal so hart aus, der Nö. Aufprall. Ich hatte den ganzen halben Ofen immer an der Seite geschoben. Double Piece, Gruß geht raus an dich, Mickis. Ah ja, wir wollen übrigens auch so eine blöde goldene Karte haben, weil Stefan der hat immer so viel Hunger. Da kann kein Mensch bezahlen, wenn der fressen will. Aber der ist halt so, ne? Hat Burger King sowas auch? Aber ich würde ja mehr auf Burger King stehen, ne? Oh, vielleicht können wir jetzt eine Bewerbung an Burger King machen. Ja, ich weiß nicht, Mc's ist auch irgendwie ausgelutscht, ne? Das schmeckt alle gleich, da das alte Püreefleisch da. Also wir würden gerne was mit Burger King zusammen machen. Also wir hätten jetzt hier im Kreis, haben wir auch so ein, zwei Burger Kingse. Ja, vielleicht haben die ja mal Bock auf so einen heißen Stuhl wie hier so, ne? Mit uns und so. Aber wenn die noch keine Karte haben, mit Side Burger King, dass wir jetzt auch mal ein bisschen nachziehen hier, ne? Weil McDonald's sticht wohl gerade aus. Ja. Was? Ey, wir haben gerade gesagt, ey, wir müssen auch so eine Fresskarte haben. Also mögen nicht für dich mal zum Mc's. Geburtstag. Weil Zappelverbot hat ja auch so eine Karte gekriegt. Und damit ist er jetzt der übelste Millionärsmensch. Das haben ja nur Reiche und Aber das spart Prominente. irgendwo Geld, ne? Jeden Tag ein Mac-Menü? Ja. Aber wer kann denn bitte zur Hölle jeden Tag ein Mac-Menü vertilgen, ey? Oder siehst du ja aus? Ja. Nee, wir sind noch am Optimieren. Na weiter, da darf der wohl Stefan ist gerade schon am Programmieren. Aber na da, das passt ja wohl. Aha. Meinst du nicht? Oh. Der war gut. Aber was eine Scheiße hat schon wieder nicht geklappt. War halb. Oh, Junge. Alter, der war gut, ey. Uäh. Geil. Boah, der Stamm, der hat's richtig gemacht. Boah, der hat die ganze hochgerufen. Da können Sie mal meinen Finger zwischenstecken. Junge, hätten wir den auf die Scheibe gehabt? Boah, die Tür auf. Boah. Junge, Die guckt halb raus. hättest du da drin gesessen beim Aufprall, du wärst tot. Ja. Dann mal eben rausziehen, ne? Stefan, kannst du eben rausfahren, oder? Niemals Ikea-Schränke auf dem Rücken haben. So, darfst dein Glück versuchen. Wir drehen da um. Wollen wir Gang rausmachen? Ich glaube, der geht nicht mehr an. Eieieiei. Aber die Batterie ist schon mal sicherheitshalber, wurde abgeklemmt vom autonomen Auto. Alter, der sieht echt scheiße aus. Und der läuft noch, ne? Aber den vielleicht erst vom Zahnriemen entfernen. Vielleicht ist auch ein übergesetzt. Ja, So. was passiert? Ja, können wir Komische den Baum- Haube. Kann man das auch wieder reparieren? Ja, klar. Kleiner Blechschaden bloß. Ja, eben hier Batteriepol wieder drauf, da läuft der wieder. Ein bisschen Peilstab hier reinstecken. Oh, da ist Batterie was runtergesprungen. Von der Liftmaschine. Ja, das war eben schon. Beim Okay. ersten Mal. Okay, so. Dann da wieder dran. Der springt wieder. Ja, gleiche. Der Steinwischer geht auch Steinwischer schon an. Wegen schlechtem Wetter. Der läuft, der läuft. Perfekt, ey, raus.
kann wohl ein übergesprungen sein. Ja, Weil die Motorhaube lag eben genau auf den Zahnriemen drauf. ja. Genau Klingt so. nämlich auch so. Ja, also puncto autonomes Fahren müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen beraten. Vielleicht hat der eine oder andere ja nochmal Anreiz für uns oder Ideen, Vorschläge, wie wir es demnächst etwas besser umsetzen könnten. Ich meine, wir bleiben am Ball, ne? Wir schauen mal, ob wir da noch was machen können. Ne? Aber ja, erstmal machen wir uns auf zur nächsten Baustelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig wie bisher und schaut bei Instagram vorbei. Da seht ihr auch, welche Baustellen anliegen. Und bis dann. Ich glaube nur der Rechner ist abgestürzt. Hat er sich aufgehangen? Ja, dann ist er gerade aus und ja, keine Ahnung. Wiederfinden da drin.